Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Final Fates Offenbarung. Jo, wieder hier, wo es eigentlich relativ gut aussieht. Wir haben bloß noch ein paar dumme Gegner, die sowieso nichts mehr gegen uns machen können. Ist doch ganz nett. Und jetzt halt die Frage ist, wie gehen wir hier am besten weiter? Ich denke sogar, das ist eine ganz gute Frage. Die hier rüber schicken wir eine Option. Will ich zur Zeit nicht. Ja, erstmal hier oben alles klein kriegen, wa? Oder wohl eher richtig hinkriegen. So, hier wechseln. Und dann mal gucken. Die heilen sich alles selber. Du öffnen, was kriegen wir hier dafür? Wakizashi! Ganz schlecht. Fehlt bloß noch eine Truhe. So, wir kommen jetzt am schnellsten darüber. Denk trotzdem mal so gesehen, wa? Ach, kann natürlich. Der ist klar. Der ist auch klar. Der ist sogar glasklar. Natürlich auch eine Option. Also quasi noch den anlocke. Silberaxt und Donner. Hat trotz allem eine Silberaxt. Die wehtun könnte. Sender vielleicht, wa? Der hat so viel Power. Und dann vielleicht nachher Sakura den platt machen. Ja, das wäre doch gar nicht mal so eine schlechte Option. Wenn ich jetzt Drachen aktiviere, kommen die direkt alle rüber. Nicht ganz so praktisch. Also seid gar nicht drüber. So, wieder drüber, die Brücke. Über 7 Brücken müsst ihr gehen. Ja. Das momentan mal so. Die kommt also hier rüber. Zack. Hinuka könnte eigentlich da noch schnell runtergehen und heilen. Ne, muss auf Case noch warten, genau. Bis der rüberkommt. So, ja. Wieder kurz heilen. 13 Punkte, dankeschön. Switchen. Case kann mal runter, dann, oh scheiße. Ja, und wenn ich jetzt damit zack, wieder Sura mache. Ganz toll. So. Jetzt können wir so rüber. Dann kann ich immer gucken. Da kann ich bleiben. Sehr gut. Da kann ich auch bleiben. Das ist für die Brücke. Okay, dann bleibt mal drauf. Schnell besingen. Ja, Mann. So. Dann nehmen wir Drachen an, aber sonst kommen wir nicht rüber. Sehr gut. Nächsten Zug dann. Da oben ist noch alles Picobello. Natürlich kann ich ihn nicht wechseln, das ist logisch. Na dann, Sender. Kannst du bitte mal runterholen? Siegfried. So. Sammeln. Und hier nochmal ein bisschen sammeln. Du hast nichts zum Sammeln. Schade, dass es nicht will sammeln. So. Ein Punkt, wow. Na, besser als nix. Er versucht es immer mit 5. Ja, 5 Schaden, 37% Trefferquote, dann natürlich Senna plötzlich sauer! Und denkt sich, was soll diese Scheiße?
Alles picobello. Das wäre die Brücke. Trotzdem mal ganz kurz gucken. Boss besiegen heißt Mission, wa? Muss erstmal noch darüber. Darunter. Aber die kam sowieso nur dahin, ne? Das heißt, kann ich jetzt eigentlich schnell hier das Teil activaten. Und dann überlegen, wie mache ich jetzt die platt. Stahllanze, Silberaxt. Ja, sag mal seine Gedanken, wa? Zur Zeit nicht. Michael ist eigentlich auch ein bisschen doof in der Position. Ihr werdet noch ganz gut. Natürlich haben die gar keine Magie. Egal, ich schick's trotzdem mal hier hin. Mach, ja, hier, sammeln. Bisschen mehr Glück, sehr gut. Ja, Frage bleibt, direkt angreifen, direkt weg, hitten, killen, wird nicht so laufen, wie ich es gerne hätte, das war abzusehen. Ist eigentlich schon ein Vorteil. Ja, er kann angreifen, ne? Wurfball auf Entfernung ist echt nur der. Nur der hat Wurfball. Wurfball tut... Ja gut, sie hat natürlich einen Wechnaginator mittlerweile, aber tut Wurfball wirklich so weh? Nee. Ich meine, es sind plus 7 Schaden, gibt 36. Da wäre maximal ein Schaden von 13. Riskier's mal, wa? Kommt Zeit, kommt Rat. Jetzt da unten natürlich noch, nicht vergessen die zwei. Spaßvögel. Kann man eine nette Kombi mit dem beiden machen? What are you waiting for? Schild oben. Ja, ich sag ja, Schild oben. Pay attention! So, keine Chance, die Spaßvögel. Ja, natürlich geil, dass ich trotzdem Schaden mache. Klar, ist magischer Schaden. Wenn ich erwarte, dass sie doch so wenig Resistenz haben. Victory is our! And mine! Das meine ich auch so. Okay. Ja, komm, warum nicht? War ein bisschen Donneraxt. Ist auch ganz schön. Genau, nicht vergessen worden, da macht immer Bonusschaden. Auch etwas für Case wiederum, aber nö, geht auch so. Braucht eigentlich sie noch? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, der scheiß Wald wieder. Nicht so weit. Ich werde echt dafür, dass sie noch... dass Sakko noch ein bisschen was machen könnte, aber... Na, keine Chance mit Eisen Yumi. Mit dem magischen Yumi vielleicht schon, aber so? Aha, unterstützen natürlich. Ich kann den Opfer schon mal ablocken, machen wir ihn hinteren. Oh, wer war es? Liu gewesen, nicht Trottel. Ah, hat es natürlich wieder ihm gegeben. Na. Daher haben ein bisschen Angst, dass Liu ein bisschen zu kurz kommt. So generell betrachtet halt. Okay, Elise noch. Du hast recht, du hast recht. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Es läuft und läuft. Jetzt sagen zum Abschluss, das, was ich einmal ursprünglich noch machen wollte. Mit ein bisschen mehr Kombi meinerseits. Panzerbrecher-Kombi, zack. Michael-Kombi mit Alpha-Yato-Kombi, zack. So. Sie kann es eigentlich Kombi machen, zack, zack, zack.
Wenn wir hier trennen. Jetzt geht eine Kombi. So. Die gehen schon mal runter. Die sind hier fertig. Das passt auch. Die sind auch noch passen. Aha. Komm mit, Leo. So, jetzt sehen wir halt langsam mal die Frage. Die beiden da unten. Erstmal Position bringen. Klar, können direkt hier auf der Brücke machen, aber... Aber warum eigentlich nicht? So, vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber lieber so als andersrum. Nun dann mal gucken. Silbersternlanze kann auf eine Entfernung, der kann auf 2. Okay, muss also zuerst weg. Oh yes! Das haut natürlich rein. Doch lieber so. Oh, haut natürlich auch rein, wo natürlich dann noch schon ein bisschen doof ist. Brünnhilde, das Problem wieder. Brünnhilde ist cool, wa? Das ist eine coole Dame. Jo. Leo, hau rein! Ja, Queen tut noch viel besser! Bams! Da lacht er ganz dreckig. Ja. Und weil wir so stark jetzt habt ihr extra einen Donnerschlag gegeben. Der Plan geht nie auf, er geht nie auf. So, Bratstufe, okay. Man sieht's. Oh, scheiße. Man sieht's. Oh, scheiße. Genau, das sieht man. Also, man sagt kurz so. Dass noch groß was ändert, bringt eh nix. Wir haben sie eh gleich geschafft. Bojo-Rücken. Trennen wir hier besser, wa? Trotzdem nur einen angreifen. Dann nochmal Leo nochmal zuschlagen. Der schlägt aber zurück. Ziemlich hart. Nee. Camillas Unterstützung. Der schlägt ein bisschen härter zurück. Waffenvorteil wieder. Komm, der Axt. Das darf nie einen Crit haben mit Camilla. Das spielt auch nie eine Crit-Chance. So. Noch schön geschwächt. Und tschüss, Mann! So muss das sein. Level 6. Oh yes. Tonschlüssel brauchen wir. Ja, was soll er sonst mit Tonschlüsseln machen, ne? Ja, die andere Preisfrage. 10 Punkte. Ja, ich weiß, Kleinvieh macht ja auch Mist. Nö. Ich könnte Pflege hier machen, aber nee, lass mal so. Lass mal so, wie es ist. Ich könnte Michael noch trainieren auf... nicht mehr E, wa? Naja, komm. Also vielleicht nicht mehr. Naja, ziehen wir noch. Meistersiegel! Brauchen wir noch eins? Ich glaube eigentlich nicht mehr, oder? Egal. Lieber eins zu viel als zu wenig. So, gucken wir mal, wa? Wir haben hier unten alle beisammen. So, Freunde, jetzt ist es gleich richtig lustig. Erstmal Speed. Dann natürlich Resistenz. Und noch, hier, Alter, so viele.
Und ein bisschen Glück. So, jetzt hat er ein bisschen Power. Ein bisschen mehr Power. Mit Donnerschwert. Ja, hier noch besser. Da kommt hier mit Stahlumi an, wa? Da anscheinend nur einmal, wir haben ja eigentlich Zeit hier. Ja, wenn ich kritte und dann läuft es nach doof, da hat sie plötzlich eine Crit-Chance und sie selber angreift und hast nicht gesehen. Ja, komm, wir machen erstmal Drachenstein. Eigentlich Drachenstein Plus mal cool gewesen. Oh! So geht's natürlich auch. Es ist vorbei, Freunde. Wir haben es geschafft. Kapitel 20, Saat des Zweifels. Wir sagen Zweifel. Hey, wo hat denn jetzt was gesät? Ich habe nichts gesehen. Haben wir Gesang gemacht, aber anscheinend haben wir es geschafft. Da drüben befindet sich die königliche Hauptstadt Valas, Schloss Gygis. Was für ein unheilverkündender Ort. Wie lange wir dort hinein? Das Haupttor ist verschlossen, wird immer bewacht, dort werden wir scheitern. Aber ich kenne einen Hintereingang, von dort bin ich geflohen. Ich werde euch mit Freunden sagen, wo er sich befindet. Das geht mir irgendwie zu leicht, Freunde. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn Anthony irgendwie als Verräter puppt oder auch als Marionette von Anankos. Wir folgen ja nirgendwo hin. Wir sind einmal in einem Fall geraten, das genügt. Was sprichst du, Sander? Anthony, du hast übrigens einen Anschluss gebracht, nicht wahr? Hä, warum sollst du das tun? Wir haben mich alle von diesen Kriegern gerettet. Du musst vermutlich ein Spion der Walhiten. Ich werde dich auf der Stelle exekutieren. Na! Sander, lass das sein. Geh mir aus dem Weg, Michael. Warum beschützt du ihn? Denk nach, wessen du ihm beschuldigst. Diese Brücke war alt und abgenutzt. Es ist nicht überraschend, dass sie unter unserem Gewicht zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube auch, dass Anthony verdächtig ist. Er hat sich uns vermutlich angeschlossen, um uns in die Irre zu führen. Ja, das ist sehr gut möglich. Michael soll es auf Sander hören. Nein. Ich zweifle nicht aufgrund irgendwelcher Vermutungen an meinem Verbündeten. Ja, Michael, du bist naiv wie eh und je. Doch, um deine Fähigkeiten Leuten zu glauben, gäbe es diese Armee nicht. Was denkst du? Das denkst du? Ja. Weder ich noch Prinz Roma hätten unsere Armeen zusammenführen können. Wir sind beide dem anderen gegenüber zu misstrauisch. Du aber nicht, Michael. Du hast geschafft, dass sich nur und Hoshido verbündet haben. Du bist das Bindeglied zwischen uns. Doch ich muss noch etwas sagen. Dein Hang, an Leute zu glauben, ist auch deine größte Schwachstelle. Du solltest wachsam bleiben, sonst wird jemand diese Schwäche ausnutzen. Oh, vielleicht ein versteckter Hinweis auf nächste Kapitel mit den Ankers und so weiter. Ja, das verstehe ich, Sander. Schon ich nicht. Kapitel 20 abgeschlossen. Oh, schön. Was weit davon? Von was? Egal. Also sehr geil, Freunde. Okay, mit Elise und Ryoma, nicht mit Asura. Also, wie viel brauchen wir dafür noch für Rang S? Mit Case. Elise und Michael. Sind okay, so klappt momentan, okay. Sakura und Leo sieht auch besser aus. Sehr gut. Gut, das ist natürlich auch normal. Leo mit Camilla, okay. Camilla mit Ryoma. Jo, Senna mit Leo und Selena. Oje, Freunde. Ja. Das können wir alles noch ein bisschen für später aufheben, für den nächsten Part dann. Vielleicht erstmal die anderen Sachen machen. Was ist das? Milch erhalten? Ah, ist Milch, okay. Milk. I can do this. Bohnen erhalten. Übrigens wegen Fuga. Ja, da ist offenbar noch herausgefunden, dass es irgendwie ähnlich wie mit dem anderen Typen. Wie ist es der schon wieder? Also es gibt ja in Vermächtnis und Herrschaft kann man ja einen Typen rekrutieren, den man irgendwie hier den Onsen auf Stufe 3 kriegt. Dann schließt er sich uns an. Da geht hier in Offenbarung nicht, weil der Typ bereits tot ist. Ja, das war der Typ da, von wegen, oh, der Gott, die Götter haben zu mir gesprochen und so weiter und so fort, was kommt Namen nicht mehr.
Eben halt ein Onsen, wie war das jetzt? Ein Onsen auf Stufe 2 kriegt oder so. Dann nochmal einen kompletten Tageszyklus wartet. Danach kommt Fuga, aber halt nur in Offenbarung. Ja, Fuga kann nur in Offenbarung zocken. Ist so gesehen auch interessant. So. Liliths Tempel. Noch füttern, ich geb ihr Fleisch. Ja, dass du das weißt. Und Level up. Auf 28. Ich will noch ein bisschen bis 99, wa? Ja, Maximallevel. Goldbarren, was soll er damit? Bei dir nur 300 ein. Ach, wieder ein bisschen Gold farmen, wa? Kann ich auch offscreen machen. Ja, Freunde, aber sowieso offscreen einiges vor jetzt. Das heißt einiges vor. Ich mache eigentlich offscreen echt nur das, was ich schon mal erwähnt habe. Dass ich halt noch die Beziehung ein bisschen besser knüpfen möchte zwischen denjenigen, die es noch nicht so, ja, hatten halt bei unseren Verbündeten. Dass dann noch ein bisschen gucke, auch wegen Rang S, noch wegen Michael und Azur, dass wir das dann halt im nächsten Kapitel auch machen können. Neues Baby züchten und so weiter, um es mal so zu formulieren. Neues Drachenbaby. Also mal gucken, habe ich irgendwo... Fuga, nee. Azur habe ich nicht, wa? Scheiße. Einmal in nie sein. Big Brother! This was so much fun! We should play together more often! Ach ja, Elise, die Freude in Person. Immer zum Lächeln aufgelegt. Ja, sowas muss sein, Freunde. Ab und zu ein bisschen lächeln, das darf nicht schaden. So, nochmal ganz kurz gucken, wie sieht's aus dem Gebäuden. Er kann hier noch was Neues bauen. Ah, ein Sender, cool. Mir geht der Platz aus. Der kann einfach sonst mal irgendwie das Ganze neu anordnen. Aber später mal. So, der Rest passt. Aufwerten, jetzt kann ich endlich das Arsenal aufgraden. Yes, erstmal Hoshido ganz kurz und testen. Mal gucken, was wir jetzt eigentlich alles kaufen könnten hier, wa? Einfach silberneu oder was? Wir werden gegen die Kraft der Waffe, werden Gegenangriff. Oh, das ist eigentlich auch cool. Weg nochmal, Don. Okay, wie sieht's hier aus? So von noch. Ah, Ninja Shuriken, Reichweite 3. Jo, wenn du kaufe Case, weil Ninja Shuriken ist dann doch noch ganz praktisch. In Reichweite 3, also soll man doch ab und zu mal ein bisschen versuchen, zumindest. Schaden vielleicht mal Vorschub machen, aktuell nicht. In diesem One zumindest nicht. Ninja Yumi. Alles gleich, aber auch 3 Reichweite. Doppel Yumi. Warte mal, ich versuche magiemäßig, war? Irgendwie doppelmäßig etwas. Das Unheilstor. Eventuell eine Variante für unseren guten Leo. Ich meine, klar kann ich Doppel-Katana nehmen, das bringt Leo ja nichts. Leo, wir kennen ihn alle, wir lieben alle unseren guten Bruder. Aber eben so etwas Unheilstor. Ja, wäre echt cool für ihn. Goodbye. Aber so als Beispiel, war. Man hat Leo echt, nimmt halt den Hasengeist weg, braucht er nicht. Der Rest stimmt soweit. Mjölnir halt bei Crit, genau, Brünnhild seine eigene Waffe. Soll sowieso dabei haben. Dann eben ins Unheilstor zum Umkehren Ganzen, weil ist halt sonst alles. Sind alles grüne Waffen. Ist natürlich auch geil und so, aber nicht unbedingt praktisch. Donnerschwert auch cool. Macht eigentlich echt nur eine Mixtur in so einer KP. So. Jo, es läuft, muss ein bisschen gucken wegen den Sender. Ja, wird auch wächtermäßig etwas, wa? Dann später vor allem Kriegerwaffen, weil er doppelt halt so selten. Ne? Logisch, nur 17 Geschwindigkeit. Mal gegen mehr, aber auch etwas, weil er hat Doppelkatana schon gegeben. Weil noch etwas Doppelmäßiges, hat nur 2 Waffen, wa? Ja, muss man ein bisschen offscreen gucken, Leute. Aber wie bereits erwähnt, ich werde jetzt auch offscreen halt dann die ganzen anderen Missionen machen.
Also sprich die Herausforderungsmissionen, ein bisschen die machen, ein bisschen noch gucken wegen DLCs, die genau funktionieren. Da irgendwie gespoilert wäre, so etwas. Ja, die machen ein bisschen hier, damit er halt noch Sympathiebonus bringt. Also sprich zum Beispiel, dass irgendwie Michael mit Asura Rang S haben könnte oder... Okay, das ist bereits gut hier. Takumi mit Elise halt noch ein bisschen mehr. Leo mit... Ne, der passt auch. Hinoka mit Sender halt noch, so Dinge halt machen. Und natürlich Benny mit Nix noch, auch noch. Obwohl, haben wir eigentlich schon relativ gut. Ja, trotzdem ein bisschen Speed machen hier. Und dann... Jo. Jetzt ein paar Mal gucken. Eventuell bereits das erste... die erste Kindsmission. Jo, warum nicht? War die erste Kindsmission. Ein bisschen quatschen hier, wie gewohnt. Und ansonsten halt geht's weiter in den DLCs. Oh yes. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.